Penis im Gesicht. Was? Komm mir auf. Komm mir auf. So, der Stream ist, glaube ich, online. Ich sehe aber noch nichts. The stream must go on. Jetzt halt. Wir sind online. Herzlichen Ja. Glückwunsch. Woo! Woo! Slayer! Gut. Es ist ja wie immer das Format vom Seppi. Daher, Seppi, the stage is yours. Das kann ich leider nicht ohne mehr, weil jemand steht mir da gerade massiv in Schatten. Der So Mike ist gar nicht rein dabei. visuell. Der Mike ist gar nicht dabei. Was laberst du? Ja. Ich möchte bitte eine angenaueste Einleitung haben. Angenaust. Ich kann nicht gescheit einleiten, weil ich nämlich gerade noch Fischermens im Mund habe und übers Ausschnaufen mir das Zeug jetzt in den Augen reinbrennen. Oh, das muss unangenehm sein. Das ist fast so wie damals zu Corona-Zeiten, als wir mit Masken fortgehen müssen. Da habe ich dann das erste Mal, als ich Fischermens dazu gestern habe, mir gedacht, wow, toll. Dämlich. Ja, es war nicht mein klügster Moment. Schön, Ja. schön. Ja, na gut. Dann herzlich willkommen zum Talkthrough, meine lieben 500.000 Gäste und Gästinnen. Da ist irgendjemand bei dir. Ja. So da alle Grüß dich. eingeschaltet habt. Hi. Na. Und? Was geht ab? Was tun wir heute? Ja, nichts, meine Augen brennen immer noch. Ah, Ja, ich würde sagen, wir haben das letzte Mal eigentlich relativ wenig über Pellwork geredet. Daher legen wir doch da halt gleich mal wieder nach, oder? Wollen wir einhaken wieder da. Ja. Das läuft ja noch, oder? Das läuft Ja, 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 recht das gut, ist glaube ich sogar. immer noch unter die Top 5 meistgespielten Spiele auf Steam, aber die Spielezahlen haben massiv eingebrochen natürlich, aber ja. Aber ich glaube, die sind ja immer noch, wo waren sie irgendwo bei 2 Millionen und jetzt sind sie immer noch bei 500.000 oder so. Ja, es ist auf alle Fälle ein massiver Erfolg. Das Studio reibt sich, glaube ich, die Hände. Das läuft so dazu so dahin. Das ist schön. Machen sie wahrscheinlich hin und wieder mal ein bisschen was Neues rein und dann geht es wieder ab. Ist das Du eigentlich, Conny, ich glaube, du hast was auf deiner Nase. Du musst dich mir kratzen. da darf ich nicht zu viel kratzen. Warum kommt sonst was aussehen? Ja, die Nosen, wenn läuft, da garantiert, oder Teufel ist los. Ja, scheiße. Ey, aber vielleicht schauen ein paar Ladies zu, die haben vielleicht Bock drauf. ich wollte gerade sagen, für alle Leute, die hier zuschauen, weil sie sich denken, hä, ich hab gedacht, ich war auf YouTube, jetzt bin ich anscheinend wieder mal auf Pornhub unterwegs, was ist jetzt da wieder los? Sollte man nicht nur uns kurz vorstellen, Seppi, weißt du nicht? Na, Also wenn irgendjemand da ist, wenn da jetzt irgendjemand dabei ist, der uns nicht kennt, dann soll er sich verpissen. aber ehrlich. Zeiten dann vorbei, dass man uns nicht kennt. Ja, aber Das echt geht nicht. nicht. Ich kann gerade sagen, wir machen jetzt den Scheißdreck lang genug, also wer uns heute noch nicht kennt. Jetzt machen wir Ja, auf dann dicke Nase hier. Aber Das machen genau wir auf hier. die Nase. Da hat einer anscheinend den falschen Riechkolben gehabt, wenn es darum gegangen ist, gute Podcasts zu suchen. Ja, Kani, hast du überhaupt unsere letzte Folge dir dann noch gegeben? Du hast dir das letzte Mal wieder mal erfolgreich gedrückt. Aber doch, den Scheißdreck mache ich nicht mit. Wie der Mike meistens, wenn es darum geht, dass wir irgendwas live machen oder irgendwas, das mit Arbeit verbunden Jetzt lenkt nicht ab. Ja, Falle, ich mag Der nicht, Mike, dass er viel hey. umgehackt wird. Ja, was? Ist der Mike gerade da? Nein. Ja, und wer Bist nicht du da da? ist, Ja. wer Und- nicht da ist, wird ausgerichtet. Ja, aber ich habe doch eine ganz normale Frage gestellt. Hast du die letzte Folge verfolgt? Nicht ganz. Mein Gott. Nicht ganz. Nicht ganz, ne. Was hast du denn mitgekriegt? Dass ihr über Pellball geredet habt. Okay, das ist die Hälfte der Folge gewesen. Ja, ja, ich glaube, ich war irgendwo bei der Hälfte und dann habe ich habe es unter dem Autofahren angehört und dann habe ich aussteigen müssen und dann habe ich 3 Kreuzzeichen gemacht. Ach so, ich meine, du hast alles über Palworld gehört, was du hören wolltest und dann hast du beruhigt ausschalten. Nein, meine richtigen Infos, die hole ich mir woanders. Die Ah. richtigen Infos. Von meinem MMO und so, oder? Ja, genau. Recht hast Die seriösen. Ja. Muss jetzt Ja, einmal genau. schnell rein. Wo keine komischen Scheiß, sag Typen gleich mit mal noch. Brillen rumsitzen. Aber ihr werdet es nicht glauben, ich habe das tatsächlich dann gespielt. Du hast Pellball? es dann gespielt, wirklich? Ja, ja. Und? Genau. Seitdem ist mein Laptop im Arsch. Was? Ja, seitdem kam dann das Phänomen, dass er immer wieder dann spontan einfach abstürzt. Und ich glaube, das liegt an was anderem, aber ich habe Pellworld daher nicht ganz so genießen können wie du, Seppi. Also ich bin über meine ersten 2 gefangenen Pells irgendwie nicht dann hinausgekommen. Also, aber nicht viel. Na, die erste Nacht ist dann gekommen, da bin ich fast erfroren. Da habe ich schon keinen das Bock mehr ist mir auch gehabt. so gegangen. Okay, gut. Da kann man da frieren, ne? Ja, da hast du noch einen Lendenschurz am Anfang und dann musst du ein Bett bauen, aber das Bett muss überdacht sein und das musst du als erstes mal finden. Und dann so geht es der Nacht vorbei, wo du am Zahnfleisch dahin kriegst. Ja, Ach Geht so. schnell. ja. Ja. Ja, gestorben bin ich halt dann auch, weil dann bin ich praktisch so halb
erfroren, am nächsten Tag dann umeinander stolziert und hab mir gedacht, jetzt fange ich wieder so ein Pell. Und dann kam ein riesiges Pell und hat mich einfach über den Haufen gemacht. Tja. Da hab ich mir gedacht, schönes Spiel, macht sehr viel Spaß, ja. Ja, muss schon leidresistent sein. Macht es ungefähr so viel Spaß wie Skull and Bones? Nix macht so viel Spaß wie Skull and Bones. Ist Skull and Bones nicht dieses Piraten-Spiel von Ubisoft? Haben wir eigentlich Richtig. schon mal gesagt, dass wir einen Talkthrough aufnehmen für die Leute, die nicht, die sich die Folge vielleicht später mal anhören? Na. Ja, okay. Wenn ich mal einen Die Talkthrough hören sich auf. die ja nicht irgendwie random an, die klicken ja da drauf und da steht's da. Ja, Sind sie stimmt. Nicht so stehen. Der Titel sagt ja. Harry Hirsch, Habitäre. Also, Noe, was soll jetzt das mit Skull and Bones? Wieso hast du das angesprochen? Hast du das gespielt? Nein, aber die Frage ist berechtigt, Corby. Was soll das mit Skull and Bones? Ja, Ich schon. hab da sehr, sehr viel ganz tolle Sachen gehört, dass zum Beispiel jetzt die Spielerzahlen von Black Flag 4, das 10 Jahre alt ist, wieder explodiert sind, weil die Leute einfach Bock haben auf ein gescheites Piratenspiel. Und Ich glaube, dass sie einfach völlig ungläubig geschaut haben, ob das damals auch schon so scheiße war. aber damals war es geil, also das Ding war super, Black Flag. Das ist Ja, für mich so ziemlich das beste Assassin's Creed gewesen, was sie gemacht haben. Ich hätte auch grundsätzlich mal voll Bock auf so ein Riesenspiel in so einer Piratenwelt, weil es gibt's ja eigentlich auch nicht wirklich. Es gibt Na. so Sea of Thieves und so, aber so ein richtig massives Ding gibt's nicht und das ist echt schon. Sea of Also Stars jetzt- gibt's noch. Sea of Stars gibt's noch. Ja, Piratenabenteuer. das ist auch voll piratenmäßig. Aber, Ja, da ist aber also sehr hat das, dabei. hat das irgendeinen bestimmten Grund, warum das jetzt so Piraten-Hype-mäßig irgendwie da voll abgeht? Weil ich hab mir dann gedacht, die haben doch ewig lang an dem Scheiß umeinander programmiert. 10 Jahre. Wahrscheinlich ist da damals, weiß ich nicht, der aktuelle Fluch der Karibik rausgekommen. Dann haben die Ubisoft-Bosse gesagt, ey, wie lange braucht man für so ein Spiel? Dann 10 hat sich Jahre. einer gemeldet und hat es verarscht, hat gesagt, ein halbes Jahr. Und dann haben sie das Projekt gestartet. Weil das Nein, hat ich glaub, schon was das- mit Black Flag zum Tor. Ja, genau, dass nach, das gemacht nach haben. Black Flag haben sie hätten sie umrissen, das heißt, hey, die Mechanik ist ja voll geil und die war wirklich gut. Also da das Piratenschiff, Entern, Seeschlachten, Walfang, wo es ja sowieso eins von meinen Hobbys ist, und Inseln erkunden und den ganzen Mist, das war richtig, richtig geil. Und dann haben sie gemeint, dann machen wir jetzt so ein richtiges Piratenspiel, Skull and Bones, und haben alles, was ich gerade aufgezeigt habe, rausgenommen. Das ist echt schon, ja. Ich hab's auch gespielt. Ah, danke. Ja, Können wir endlich zwei- runter. Das hast du gewartet, okay. Ja, Ja, also Leiter, der Kani hat die Wette gewonnen. Wir haben mal gewettet, wer kann von uns am längsten eine Brille tragen, und ich schaff's einfach nicht mehr. Ja, Gott sei Dank. der Snooze-Bean Kannst ist natürlich- da. Pfui Teufel, wie kann man über Snooze fressen? Hau ab. Ich kann's natürlich auch nur tauschen gegen meine echte Brille. Gott, schaust du bescheuert aus. Was jetzt seine. Schon, gell? Ja, macht's nicht besser, gell? Nein. Hast du so eine Tüten so groß ist, so aus Papier? Die so, zuck. Ich hätte eine weiße Mützen, so spitze. Oh. Die tragen wir immer, wenn wir so Vereinstreffen haben bei uns da. Ja? Was ist das für ein Verein? Da gehen wir dann über spazieren und stellen wir vor so große Heime große kleine Tees auf. Schön. Für Troll. Heute arbeitet Ja? man richtig schön auf einen Strike hier, oder? Bei YouTube. Nein, da fällt überhaupt nichts. Du darfst nur die bösen Wörter nicht sagen. Und trollt euch ist ja okay. Ah ja. Das stimmt, trollt euch ist okay. Also, Ja, der Philipp Nochmal. ist auch da schon her, Christi Gott. Skull Oh, and Bones. Skull and Bones. Ja. Du hast das gespielt, Seppi, oder? Mhm. Ich hab's auch gespielt. Also ich habe es nicht lang gespielt, also mit 2 Stunden oder so. Müssen oder wollen? Wollen, Okay. Käfer, Neugierde befriedigt. Also, ich muss sagen, da hätte man nicht kaufen. Boah, krass, so leck, okay. Es ist, So ja überraschend. es ist ja mittlerweile aber schon billiger. Ich glaube, es ist ja von 80 Euro schon auf 50 oder so gefallen. Komischerweise innerhalb von. Es kurzer ist ja Zeit. im Prinzip, es ist ja auch nicht so schlecht. Es hat halt einfach nichts von dem, was man möchte. Das ist halt das Problem. Also wenn man halt vorher nicht, wenn man nicht 10 Jahre entwickelt hätte, wenn es nicht ein riesen Ubisoft Quadruple-A-Spiel angekündigt worden war, hätte kein Mensch gejammert, glaube ich. Und wenn sie es einfach für 20 Euro oder 30 Euro rausgehauen hätten als Free-to-Play-Spiel und dann so als Live-Service-Game vermarktet hätten, war das auch alles kein Ding gewesen. Aber 80 Euro für das Spiel zum Fragen, das nichts kann. Das ist Frechheit. Ja,
Ich hab mir da auch nur das Review-Video angeschaut von der GameStar und hab mir Ein dann auch gedacht, Rezessionsvideo hast du angeschaut, oder? bitte? Um es mit deinen Worten zu sagen, ein Rezessionsvideo. Was hab ich gesagt? Review. Ja, Achso, war das gerade eine Beleidigung witzig oder was? Ich komme halt irgendwie nicht mit. Eigentlich schlafe ich schon seit einer Ausnahmsweise. Stunde. Ja, und ich träume das gerade alles so. Morgen werde ich euch wahrscheinlich schreiben, mei, ihr werdet jetzt glauben, was ich für einen Scheiß trampt habe. Da kann ich mit der Penismütze dann da gesessen, wir haben das gestreamt. Ja, passiert natürlich nie. dabei ist einfach nur mein riesiger Hagel. Genau. So wie bei Chatroulette früher. Die haben sie alle lang gekratzt, ja. Na, aber was ich eher sagen wollte, ist, man hätte ja auch so viel einfach in diese Mannschaft auch noch mit reinstecken können, die ja auf dem Schiff dann da rumwuseln und was weiß ich, aber da Ja, hat aber für anscheinend was denn? echt Da wuselt irgendwie. ja keiner. Ich würde gerade sagen, Ja, für es was, wenn die Mannschaft inexistent ist? Ja, Da passiert ja nichts. die wuseln halt nur sehr einseitig. Also nur mal kurz zum Erklären, vielleicht hat sich irgendjemand noch nie mitgekriegt, was man dazu tut. Nix. Am Anfang stehst du, hast du dein Schiff und kommst du in so eine riesen Seeschlacht rein und die verlierst du dann, weil dann kommt da so eine riesen Flotte und dann bist einer von so gefühlt 500.000 Piraten, die da jetzt auf der Inselgruppe da gestrandet haben, musst quasi dein erstes Boot bauen, hast zuerst so einen kleinen Kahn und dann musst du das erste Schiff bauen und dann geht es so dahin. Und irgendwie durch das, dass das ja online so ein Live-Service-Ding ist, laufen da halt auch andere Piraten umeinander. Das ist schon mal voll weird. Die ganze Zeit kracht und schäbert jetzt alle auf dem Meer draußen, das schaut aus wie bei GTA. Ein Schiff nach dem anderen, alle ballern so umeinander wie die Blöden. So war das früher. Ja, so wie das auch in Erinnerung, so vor 30 Jahren. Ja, also in der Serie Black Sails ist es ja auch genauso gewesen. Ja, genau, das habe ich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt. Das ist Ja, quasi der spielbare Verfilmspielungsdings da von dem. Es ist halt, ich weiß nicht, es schaut nicht schlecht aus und es macht auch ein bisschen Spaß, so mit den Dingen rumzuballern. Das hat halt null Realismus. Da schießt du deine Kanonen ab wie ein Phaser bei einem Star Wars Flugschiff. Es ist ein bisschen weird irgendwie. Aber du kannst da schon deine Zeit verträdeln damit. Das ist jetzt nicht so wild. Aber die ganzen kleinen Mechaniken haben halt so scheiße, wie wenn du Ressourcen abbauen, dann fährst du zu einer Insel hin, drückst auf den Knopf und musst dann so ein Minispiel machen, dass der Zeuge ins Was, echt? kleines Feld Was, reinfliegt und dann Tetris? hast du Oder so Nein. Puzzle machen. wirklich so ein richtig dummes Minispiel wie früher. Da fliegt so ein Zeiger umeinander und dann sind da so Balken und im Grünen musst du dann draufdrücken, dann hast du die meisten Ressourcen. Und Entern ist Da auch waren ein wieder Experten Knopfdrucker. am Werk. Das gefällt mir. Ja, du kannst auf deinem Schiff nicht rumgehen, du kannst nur entweder in der Ego-Perspektive fahren oder aus der Third Person. Du tust eigentlich nichts wirklich. Und es ist alles nur so angedeutet und das ist halt der Scheiß. Und wenn du mal in ein Land, du kannst ja nicht irgendwie großartig an Land gehen, beziehungsweise du kannst da nichts tun, du kannst schon auf Land gehen, aber da kannst du quasi nichts machen. Du kannst nur mit einer ganz kreisligen Steuerung das Menschgall da bewegen. Es läuft wie ein Idiot. Ich weiß nicht, wer sich den Scheiß einfallen lassen. Und dann kannst du nur so zu einzelnen NPCs gehen und zu Händlern und so weiter. Aber das ist so für ein Arsch ist. Ich weiß nicht. Ja, aber du kannst ja auch Affen haben, oder? So weiß ich nicht, so weit bin ich nicht. Kann schon Wie? sein. Das ist ja dann auch gerade wieder irgendwie Das schmückendes war- Beiwerk. das sitzt wäre dann so. einer der Hauptgründe gewesen, warum ich dir spule, weil ich auf meinem Schiff neben mir so einen Affen sitzen haben möchte. Aber das bringt doch halt nichts, Deswegen weil du spiele hast doch nichts davon. nicht. Deswegen spiele ich sie nicht, weil ich bin im Podcast 3 dabei. Mensch, hey, ein Witzefeuerwerk, Ich wollte gerade sagen, Wahnsinn. eine Wo ist denn Gagschleuder, der Zettel, wo du den ganzen Scheiß immer aufschreibst? Ne? Das habe ich ja über ChatGPT gemacht. Achso. Ah, Sagt ChatGPT, schreibt mir die besten Witze der Erde. Ja, richtig. Ja, das ist eine richtige Gagschleuder, das Ich Ding. merk schon richtig so diese positive Resonanz auch von unserem Publikum, die sie gerade vor Lachen wahrscheinlich am Boden krümmen, weil sie sich denken, Mensch Gott, geil, dass der Kali dabei ist. Endlich wird's mal wieder lustig. Sammy, starten Ja. wir unterhalten uns gerade im Chat. Ja, eben. Kali, was hast denn du gespielt? Oh, Sauber 2. Ja, Kim, verzeih, Sauber. ein Highlight aus dem Februar. Ein Highlight aus dem Februar ist auf alle Fälle mal was zum Oberkämmer gewesen für mich, und zwar Kirby und das vergessene Land ui. auf der Switch. Es ist richtig schön, es ist quietschbunt, es ist quietscheinfach, es ist einfach, ich mag mich nicht anstrengen, ich mag mit das Healing und mag als kleine Fetzerkugel Sachen einsaugen.
und Spaß haben. Und dafür funktioniert Kirby einfach immer einwandfrei. Und es ist wirklich, das letzte, was ich gespielt habe, war Kirby und der Regenbogenpinsel auf der Wii U. Das hat mir ein Gamepad gekauft, weil mir die Steuerung kostet. Regenbogenpinsel. Ja, ich weiß ja, diese Transgender-Scheiße überall ist, gell, dieser Woke-Dreck. Wahnsinn. Nicht einmal einen Kirby können sie einfach hetero-weiß lassen, der muss auch pink sein. Stell dir mal vor, du bist so beim Furki in der Disco und merkst deine Uhr reden und sagst so, hey, möchtest du mal einen Regenbogenpinsel sehen, ne? Und dann packst du Switch aus. Schau mal da! Ja, aber das ist, ich hab's noch nicht durchgespielt, bin irgendwo bei der Hälfte, glaube ich. Und das läuft immer wieder mal zwischendrin. Hast du mal eine halbe Stunde Zeit, hast du 2 Level eine. Schön ist das. Schön zum Oberkommen, einfach wirklich. Also statt Yoga, Kirby. Muss man da eine Prinzessin befreien oder so? Na, du musst Waddle Dees befreien. Waddle Dees. Waddle Dees. War Diesel dies? Ja, genau, war Diesel Dees. Na, du musst in jedem Level hast, was weiß ich, so zwischen 8 und 12 von den komischen Gichtelviecher. Das sind dann immer so Bonusaufgaben, dass du es auf 100% dann hast, dass du alle befreist und ich weiß nicht, ob man am Schluss noch irgendeinen super. Bis jetzt hat es nicht geheißen, dass es irgendeinen Oberwaddel die gibt, den man befreien muss. Oberschadel die. Ach, schön. Ja, ist schon schön. Ist schon Crazy. schön. Was hast du gespielt, Corby? Verzeih doch du auch mal was. Also, das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben, das hast ja du nicht ganz gehört, hat Seppi zu mir gesagt, er weiß schon, über was der Kani das nächste Mal reden wird. Pikmin Und 4. hat mir, und hat mir so einen Tipp gegeben. Und das habe ich mir dann geholt, das Spiel. Und habe das angespielt und habe sehr, sehr viel Spaß bis jetzt gehabt. Ich habe aber leider nicht so viel gespielt, wie ich gern hätte. Und zwar Prince of Persia, The Lost Crown. Ich muss euch da leider enttäuschen, ich habe es nicht geschafft zum Spielen, weil Das war so klar. Weil gestern. Das war so klar. weil gestern. Echt, du hattest eine Aufgabe, verdammte Scheiße. Eine Aufgabe. Ich bin zumindest mit Hosen vor dem PC, also bitte, das habe ich schon mal geschaut. Das sieht ja keiner. Das ist ja, weißt du, jetzt raubst unsere Zuhörer hier sogar nur die Fantasie, die gerade hoffen, dass du ohne Hosen da sitzt. Ja, ich habe ja gesagt, wir enthüllen das später, ob das Ding echt ist. Aber wie gesagt, gestern hat es mir Final Fantasy VII Rebirth einer geschwappt. Und jetzt habe ich Prince of Persia nochmal eine Hand können, ich habe leider mit Final Fantasy anfangen müssen. Gestern. Du hast das Spiel seit. Seit gestern. Okay. Ja, aber dazwischen, ich habe noch viel anderes gespielt in dieser Zeit. Nur gut. Ja, toll, Du wirklich. nimmst uns jetzt gleich eine halbe Stunde Zeit, hoffe ich. Ja. Ich habe nur qualitativ hochwertige Spiele gespielt, ausnahmsweise. Du darfst halt übrigens nicht über Octopath Traveler 2 reden, nicht Das ist über durch. Pikmin 4. Was? Hitman 4? Pikmin 4. Also, Pikmin 4. na, Octopath Traveler 2 ist zu Ende, das ist durch. Pikmin 4 ist auch schon lang durch. Mario Wonder ist durch. Mario RPG ist durch. Spider-Man 2 habe ich durchgespielt. Ach, Aber das sei beim- Start. Also jetzt pass auf. Prince of Persia, The Lost Crown Saft gesehen und der Haut hat Pfotzen voll. ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich muss sagen, ein Metroidvania, wie es mir schon lange gewünscht hat. Vielen, vielen Okay. Dank, Seppi, für den Tipp. Das ist echt sau viel Spaß. Der Stil ist cool, die Schwierigkeit ist schwierig. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob in diesem ersten Gebiet, da wo dieses Schwein dann kommt, ob das schon eins Ja, von den Endbosse Spoiler. ist. Weil, ja, dein Pech, mein Freund. Weil, gefühlt war das schon so einer von den ersten Endbosse für mich. Das Ich hab Schwein. Ja. Das ist einfach so lange her, sein, das weiß ich schon gar nicht mehr. Also, es kann auch unmöglich da von den Endbossen sein. Das ist noch vor dem Bogen. Also, bevor du den Bogen kriegst. Da kommen noch ganz andere Kaliber. Ja, habe ich mir schon gedacht, deswegen. Deswegen hat er schon ein paar Freunde geschrieben. Ja, Ja. ich hab gehofft, Kani, dass du ja schon lang durch bist und hättest mir ja da locker helfen können. Hätte ich machen können, ja. Aber ich muss erst selber auspacken. Ich habe es noch nicht mehr auspackt. Ja. Aber Seppi, du hast es ja gespielt, oder? Bist du durch? Nein, ich glaube, ich bin beim letzten Endgegner, den habe ich jetzt nicht das erste Mal geschafft und dann habe ich den Controller durchs Fenster geschmissen und bin abgehauen. Und jetzt muss ich erst einmal schauen, dass ich wieder genug Energie sammelt, dass ich den nochmal angehe. Ja, Der mir Controller ganz zeigt. Aber ist es so, dass du Gebiet für Gebiet machen musst? Eigentlich nicht, oder? Ja, na, du kannst schon, es gibt aber optionale Sachen. Es führt schon so ein roter Faden durch, wie es halt Ja. meistens so ist. Und je noch mehr Fähigkeiten, dass du freischützt, desto mehr kommst du in bestimmte Gebiete rein.
Und da gibt es teilweise versteckte Bosse auch. Und ja, also es ist eigentlich schon, es ist einfach genau wie ein klassisches Metroidvania. Ist es geht schwerer genau als- nach den Regeln. Ist es schwerer als das Metroid Dread, das wir miteinander gespielt haben? Es ist halt anders, weil das halt mehr Nahkampf ist, weißt du, so viel mit Mhm. Ausweichen und schnelle Reaktion. Ja, Metroid Dread war ja eher nervig, weil ja die Viecher einem dann ständig hinterhergelaufen sind. Ja, wenn du nicht gut davonlaufen kannst, dann wird es natürlich nervig. Ja, da Das ist musst du halt nicht bei Ding- davorlaufen. Du musst halt eher angreifen. Seppi und ich sind wir nämlich da ausgewichen und davongelaufen wie die Hunde. Du brauchst jetzt gar nicht ablenken, mein Freund. Du hast dich nicht vorbereitet. Weißt du? Falle! Ich habe einen Haufen gespielt, halt dein Maul jetzt. Ich habe nur Ja. noch das gespielt. Keiner hat gesagt, dass ich es bis heute gespielt haben muss. Doch, wir haben es letztes Mal in der letzten Folge gesagt. Da war ich nicht dabei. Ja, aber der hat ja nur halber gehört, wenn man Ja, schon eben. Du musst halt die Sachen am Anfang sagen, genauso wie wir eigentlich am Anfang sagen sollten, kommt auf Steady, macht ein Abo. Aber nein, alle wichtigen Infos immer schon am Ende, wo eh keiner mehr zuhört. nicht einmal du. Nee, Das haben wir nee, drauf. Das haben wir Nicht drauf. einmal der Vater von Viva la Move-Illusion hört dann bis zum Schluss zu. Ja, das kann ich mir nicht anhören. Das ist wie der Nico bei KI6 gesagt hat, das langweilt mich sogar, wenn einer aus meiner Crew rappt. Das ist einfach, wenn es redst, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja. Frechheit. Mike geht noch, der Mike geht noch, aber ist zwar. Ach, jetzt Ich geht hab der gemeint, Mike der auf nicht da ist, wird einmal. immer ausgerichtet. Was ist denn jetzt los? Achso, Entschuldigung. Ja, Mike ist noch schlimmer als jetzt. Was seine Solos-Folgen, ja, viel Teufel. Die löschen wir jetzt dann alle aus Steady aus, den Scheiß. Ja, für Leute, die sich vielleicht gerade fragen, um was geht's denn eigentlich im Prince of Persia, The Lost Crown? Was macht denn so der Prince of Persia? Nein, der wird entführt. Also, du spielst überhaupt nicht den Prinz, du spielst einfach von der Spezialleibgarde. Ich glaube, einer von 7, oder? Mit einer coolen Frisur. Ja, auf alle Fälle. klar. Ja, richtig coole Frisur. Hat eine richtig coole Frisur, genau. Und ist ein richtig harter Hund. Und wie schon gesagt, Metroidvania-Stil, sehr cool animiert. Und ich habe bis jetzt viel Spaß gehabt. Das war an vielen Stellen Erinnerung an Hollow Knight. Und So krass, ja. ich muss ehrlich gestehen, ich habe die alten Prince of Persia Spiele nie gespielt, deswegen die ganz blöde Also Go-Karts, Frage. oder wie? Na, waren die alten auch Metroidvania-mäßig? Die ganz alten waren so ansatzweise in der Richtung, ja. Was war Sands of Wobei- Time, oder? War dann das große Reboot damals? Ja, zuerst also das, Und- wo du das eine Mandal gehabt hast, wo du halt so Genau. Sidescroller-mäßig rumgelaufen bist, da hat es 2, 3 gegeben, dann war Sense of Time, war glaube ich schon der dritte oder so. War das nicht Oder der erste von Sands of denen. Nein, der erste hat einfach nur Prince of Persia geheißen. Nein, Das- ich meine jetzt von den 3D-Dingen, die dann gekommen sind. Ja, Der hat ja. auch Sands of Time geheißen, das oder? hat War von doch- der ursprünglichen Prince of Persia-Reihe hat es auch einen 3D-Teil gegeben. Ah, Und Den dann, weiß ich jetzt gar der war halt, das war halt noch zu den Anfangs-3D-Zeiten. mhm. Und dann hat, glaube ich, Ubisoft das Ding übernommen und dann war Sense of Time, war glaube ich der zweite oder dritte. Nein, ich glaube, der zweite war Warrior Within, hätte ich gemeint. Das weiß jetzt mal die Reihenfolge, kennt man. Das war 2002 oder 2003 oder sowas rum, wo das losgegangen ist, glaube ich. Die Reihe dann. Also, das ist Aber- schon ewig her. Hat schon so Du, leichte... man sieht gerade in die Augen vom Kani, wie sein Hirn rattert und er gerade in seinen Erinnerungen nach den richtigen Titeln sucht. Ja, weil ich hab die gespielt gehabt. Ich glaube, Sands of Time und Warrior Within habe ich gespielt gehabt damals, die 2 Teile. Und den dritten habe ich dann nicht mehr gespielt. Da hast du nämlich noch irgend so eine komische Ketten, Eisenschwert, Kettenpeitsche, was weiß ich was gehabt. Den habe ich leider nicht mehr gespielt. Aber sie haben schon so leichte Metroidvania-Vibes gehabt. Du hast halt auch so das typische Code, da kannst du jetzt noch nicht eine, lernst eine neue Fähigkeit, dann kommst du hin. Aber kein Sidescrolling, es war halt richtig freies 3D-Kunden. Aber die waren auf alle Fälle ziemlich geil. Das Die ist, Hobby- ist ja immer noch ein Remake in der Mache, soweit ich weiß. Ja, ne? Sense auch of schon Time. länger. Mal schauen, Ja, die sind das aber The Lost Crown haben sie ja als Überbrückung sehr gut genutzt. Also ich finde, der ist sehr gut gelungen. Also hat mir Ja. ziemlich viel Spaß gemacht bis jetzt. Gibt da keinerlei Bugs oder so. Also es läuft sehr flüssig und vor allem läuft das auch, glaube ich, in was weiß ich, für 90 Hertz oder sowas. Das ist auf der PlayStation irre geschmeidig. Also da zittert nichts, da ruckelt nichts, das ist super geil. Muss man ja eigentlich Das ist schon ja- sagen, ist also für jeden, der das jetzt schon länger hat und noch nicht gespielt hat, der sollte sich eigentlich mal echt so richtig in den Arsch beißen, weil der hat was Aber verpasst. so richtig, oder?
Ja, ich glaube, pass auf, 99 war es Prince of Persia 3D, dann gab es Prince of Persia Harem Adventures, da ärgere mich hin. Das ist kein Spiel, oder? Das klingt wie eine Porno-Version davon. Harem Adventures. Who knows, ja. Und dann gab es eben Prince of Persia Sand der Zeit, Warrior Within und der dritte Teil davon war dann der Battles of Prince of Persia anscheinend. Okay. Und dann hat es einmal noch so eins gegeben in einem Cell-Shading-Look. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr, wie der Teil geheißen hat. Auf der PlayStation 3, den habe ich auch gespielt, aber der ist mir ziemlich auf die Nüsse gegangen. Der, glaube ich, hieß auch nur Prince of Persia. Kann sein. Ich weiß nicht mehr. War auf alle Fälle nicht so geil. Okay. Ja, weil ich hier gerade im Chat wieder vom Philipp Cyberpunk und DLC lese, ja, ist nach wie vor auch noch bei mir auf der Agenda, aber tatsächlich hat mir der Seppi mit dem Prince of Persia The Lost Crown so dermaßen gehuckt, dass ich mir gedacht habe, boah geil, das ziehe ich mir auch noch rein, dass ich mit euch beiden dann da halt nicht dabei sitzt wie so ein Vollidiot, der sich dann denkt, oh Mann, hätte ich doch nur reingespielt. Nein, ich habe das gleich genutzt. Meine wenige der Corby hat Zeit. sich das erste Mal richtig vorbereitet auf eine Folge. Und wer hat es wieder mal kaputt gemacht? Der Kani. Ich hab gewusst, dass du vorbereitet bist und deswegen habe ich gedacht, der grätsch hier rein und machst kaputt, dass du irgendwann aus der Reihe tanzt. Bläder Sack. Der Kani ist jetzt AFK. Wunderschön. Also ich finde eigentlich, das verleiht dir schon so einen gewissen Funken an Intelligenz. Es riecht so geil nach Plastik, nach richtig geilem, billigen China-Plastik. Das ist schon ein bisschen benebelnd, oder? Der Ja, so muss ein Schwanz riechen. Gott. Oh Mann. Schön. Frag unsere Hörer, die sagen es auch. Seppi, was hast denn du sonst nur so gespielt? Ja, ich habe echt fast gar nichts gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin nicht vorbereitet, gell? Ich, ja, ich habe hab mich immerhin für Skull and Bones geopfert, ja. Ah, da hast du echt einen Stall im Redel dafür. Was ich noch gespielt habe, bin jetzt aber auch noch nicht recht weit, ist das Stranger Things VR. Aber da kann ich auch nichts Gutes drüber sagen. Nicht schön. Erzählt das einfach nur die gleiche Geschichte oder ist das irgendwie eine Spin-off-Geschichte? oder Du irgendwie bist sowas? halt der Wegner, heißt der, glaube ich, oder? Ja, ach so, echt? Ja. Okay. Und bist da quasi so in Upside Down drin, wirst da so ein bisschen, ja, du übernimmst das so ein wenig und dann kommst du quasi so in die, du kannst da so Portale öffnen und so Dimensionsschritte gehen zu die ganzen Charaktere aus der Serie, also die triffst dann da immer. Und dann übernimmst du aber einmal denen eine Rollen, das tauscht dann ganz komisch, dann bist du auf einmal nicht mehr er, sondern dann bist du einer von denen, der von ihrem heimgesucht wird. Das ist gerade alles ein bisschen komisch, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Auch die Umgebung, die Upside Down, in der da drin zum sein, direkt in VR, ist nicht schön. Also es ist keine schöne Welt, es ist einfach dunkel und rot und überall ein Ranken und einfach nicht schön. Ja gut, Und, ich glaube, ja. das ist ja in der Serie nicht unbedingt ein wunderschöner Ort. Aber mehr jetzt du da drin sein, ich nicht, weiß nicht. Nein, ich es frag ist mich ja einfach keine grad, schöne warum Spielwelt, man- weißt du schon. Ich frage mich ja, warum man ein Spiel macht, wo man den Bösen als Hauptcharakter Ja, spielt. Ja, man kann Kann das man schon machen. aber man soll jetzt halt dann gut machen. aber bis jetzt, also bin jetzt Kapitel 4 oder 5. 9 gibt's und ja, macht eigentlich kaum Spaß, weil du bist eigentlich nur in der Upside Down aktiv und da schießt halt mit so, also du lässt so riesengroße Ranken aus dir raus und mit der kannst du dann so ein bisschen rumhangeln. Dann kommen die komischen Viecher daher, die musst du mit so Telekinese, musst du in eine Stonne auf den Kopf schmeißen und dann gleitest in die eine und dann bist wieder in so einer komischen Höhle drin und aus der Höhle musst du wieder rausfinden. Was, mit was gleitest du wo rein? Mit Telekinese, mit einem Strahl Ach so. in den Kopf von dem Monster und durch das okay. kommst du wieder in eine andere Dimension. Es ist wirr. Es ist genauso wirr, wie ich es erzähle und es macht dementsprechend da nicht wirklich viel Spaß, weil du kennst dich eigentlich nie wirklich aus, wo du gerade bist und auf einmal landest du bist dann wieder irgendwo bei denen, in wie heißt die Stadt? Stranger Things Hausen. Genau, da bist du dann wieder drin. Kannst du Okay. wieder irgendjemanden transalieren. Also es ist komisch. Aber wird's toll. kann man die Kinder da auch drin vor? Ja, Fälle. Die 6 dann, aber mit denen, du bist dann einmal eins von denen. Es erzählt grundsätzlich Teile von alle 4 Staffeln. Also es geht durch alle Staffeln so ein bisschen durch. So storymäßig, aber es ist halt wirklich, du bist auch nicht sehr aktiv dann, weil das ist dann, wenn du dann
in der Stadt bist oder bei irgendwelche Charaktere bist und so ein bisschen Geschichte mitkriegst, dann bist du halt wieder passiv. Dann sägst eigentlich nur noch, was um dich herum passiert, kannst eigentlich nichts tun. Und das ist halt dann wieder langweilig. Also, ja, es ist halt für Die Hard-Fans ist wahrscheinlich ganz toll, weil du ein bisschen so Sachen aus dem seiner Sicht noch, aus dem Wegner seiner Sicht noch mitkriegst, storymäßig. Aber so als Spiel ist echt langweilig. Also, was Wird das entwickelt? Tender Claws. Tender Claws heißt es. Genau. Das ist ein VR-Studio, ja. das wird ihr nicht kennen. So Na, als na. normale. Ja, als Normaler kennst du das nicht. Nein, Und wo spielst du das auf der Playstation oder was? Nein, auf der Quest 3. Die besser gute spielen. alte Quest 3, ja. Keine Ahnung. Was ist das? Eine VR-Brille, du Dödel. Ja, für PC, für die Xbox, Nein, einfach für... auf fürs Handy. mobile halt. Es gibt mobile VR-Brillen, die haben einfach VR-Brillen und es gibt VR-Brillen der gibt's PSVR, mobile da brauchst du eine Konsole VR-Brillen? dazu. Die einzige VR-Brille, in Anführungsstrichen, die ich jetzt dann haben möchte, ist die Provision. Nächstes mit dir, Kasperl? Ja. Hast weißt du du, das Das Kasperl offensichtlich in- nicht einmal, dass die nichts wirklich kann. Hauptsache das Kasperl doch, hinten du kannst angeschissen. telefonieren. Da sitzt Oh, jetzt nichts mehr mit das dem können wir Ding am da Telefon und auch. sagt euch dann, dass ja, toll. Warum sagt denn keiner das Ja, Essentielle von der VR-Brille, dass man in Puffs in Thailand gehen kann damit? Das ist doch eigentlich das Wichtige an so einem Ding. Was ist mit euch? Was? Wie gibst du da Jetzt- drauf? Weil ich Geschichten kenne. Okay. Ich habe da vielleicht einen Freund, der sich da öfter mal einen Urlaub gönnt. Auf der Couch. Okay. Mit der VR-Brille. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Hast du so Fragwürdig. weggemacht, Seppi? Um Gottes Willen, nein. Dann kann man Hä? das Ich bin jetzt komplett, ist das ein Spui oder ist das, Du kannst es zum Spiel machen, wenn du möchtest. okay. Du wärst du, Also, Kobi, ganz ehrlich, du wirst du schon mal gehört haben, dass man mit VR-Brillen auch VR-Porno so schauen kann, oder? Ja, schon am Porno, ja. Aber so wie der Conny das gerade beschreibt, kann ich da aktiv selbst entscheiden, ob ich in den Puff gehe oder nicht. Das ist immer deine freie Entscheidung, ob du gehst oder nicht, ja? Ja. Ich weiß jetzt, das konkrete Beispiel kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie genau das abläuft. Aber du bist ja in VR in einer virtuellen Welt. Also kannst du theoretisch auch in Bangkok sein und da in einen Puff gehen, wenn das irgendjemand gemacht hat. Ja, eben, darum geht's mir ja. Wer macht denn sowas? Wer entwickelt sowas? Gibt es dafür Ah, einen da Markt? Ja, einen riesigen. einen riesigen. Das ist für eine Frage. Das ist wahrscheinlich das Erste, was auf der VR-Brille funktioniert hat. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auf dem Virtual Boy von Nintendo damals schon gegangen. Augen brennen im Rotstich. Ja, genau. Ist scheißegal. Ich sage Okay. Nippelpixel. Ja, aber eigentlich, dann müsstest dir du schon lang so eine haben, Kani. Ach, ich bin da eher so der Real-Life-Puffgänger. Ach so. Das ist Stimmt. erst fortgehen, So, in die Stadt, sauber die- und aussaufen, damit, ja, ja. damit die Stunde wirklich mit der Bierladen herhält und dann geht's ab. Ja. Und vor allem so Thailand und Puff. Das Ja, wir haben ja genug schreit ja Timer- gerade nach Simbach. Wir haben ja nur Thai-Massage-Läden in der Gegend. Die freuen sich, wenn du recht angesoffen reinkommst. Bestimmt. Wir Die schweifen haben alle, ab. ja, die Stimmt, haben alle um zwei in der Früh noch offen, oder? Und dann gibst du Für dir mich erst eine schon. VR-Brille. Für mich schon, ich gebe aber gut Trinkgeld. Ich Bei brauch- dir kann ich mir vorstellen, da fragen sie wie immer, ja, liegt das hier, da gibt es ein fetter, dicker Thailänder ein. Ja. Ich schlafe nämlich schon wieder vor lauter Suri, ist scheißegal, wer es tut, da kann so einen Hund reinlassen. Oh Gott. Also, da kommt wieder ein kleine, dicke, betrunkene bayerische Mann. Ja, mein Gott, jedem wie das mag. Gut, das war jetzt doch ein bisschen verstörender, als ich gedacht habe. Ich will jetzt da gar nicht wissen, was der Kani sonst so gespielt hat. Ihr seid ja bestimmt brennend daran interessiert, was ich sonst noch gespielt habe. Ihr habt nämlich tatsächlich noch was gespielt. Das ist jetzt wirklich spannend. Ja. Ich habe mich nämlich an Warcraft 3 Reforged nach etlichen Jahren wieder Es rangetraut. war so klar, dass wieder irgendein Blizzard-Scheiß kommt. Und ich muss sagen, so eine Fotze. nachdem ich es ja sehr, sehr lange gemieden habe, beziehungsweise damals, wo es rausgekommen ist, da habe ich ja mal im Podcast drüber geredet, es ausprobiert habe, sehr enttäuscht war und jetzt wieder reingekommen bin und mich bei ganz vielen Leveln gefragt habe, ach Kim,
Das ist bestimmt neu. An das kann ich mich nicht erinnern. Tatsächlich, es war trotzdem nicht neu. Aber es ist teilweise sehr, sehr schwer, wie ich festgestellt habe. Dieses Für die, wie wunderbare, es jetzt spielbar. uralte Echtzeitstrategiespiel. Wie Kirby ist auch für Und- die schwer. Also ohne Scheiß. Und Neinal Ich ist auch für die möchte schwer. am liebsten ein Let's Play mit dir machen, Kani, wie ich einfach nur dabei sitze und das genieße, wie du das spielst. Nein, bevor ich Warcraft spiele, hier lieber das Zocken auf. Ist ja das Gleiche. Du tust dann ja. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich irgendeinen Scheißdreck anfange zum Spielen, da bin ich lieber komplett raus, da gehe ich aus ins Holz und tu Baum schneiden. Echt? Und Ja. warum? Was ist an Warcraft so schlimm? Du hast es ja gespielt, oder? Die Frage kannst du selber beantworten. Ich finde es geil. Das Ja. hasst doch jeder, das Reforged. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe dann auch irgendwie nachgeschaut, ob aktuell dieser Shitstorm immer noch besteht, aber anscheinend haben sie die Leute damit abgefunden. Und es ist Wir haben ja keine mittlerweile. So die läuft ja immer. Doch, ich glaube, du kannst umschalten, oder? Ich Ich glaub, das haben sie haben mittlerweile zuerst so- ja alle weggenommen. Dann Ja, haben sie genau, alle aber ich aufgeführt. glaube, die haben das mittlerweile mit eingebaut. Ah, okay. Aber ich finde, jetzt hat man sich ja an diese neue Grafik gewohnt und alles und Spielmechanik funktioniert immer noch hervorragend. Chat von schreit dem- auch schon Let's Play Warcraft. Ja, mit eben Conny. da, Let's Play Warcraft mit Kani. Hier, Ihr kennt mich bitte. kreuzweise, ihr kennt mich echt kreuzweise. Hey, du, wenn die Masse das will. Die Masse, Ich stelle mir ja. das ja auch so furchtbar langweilig vor. Nein, zuzuschauen. ich stelle mir voll geil vor. Bildschirm rumklickt. Nein, Ja. das ist perfekt, weil der Kani nicht mehr durchs Tutorial kommt. Ja, jetzt sind die aber schon alle tot. Corby, gib mir mal die Nummer vom Chris, der soll mir schnell das Tutorial machen, ich schaff's nicht. Ja, wenn ihr uns zocken sehen wollt, dann können wir ja gleich mal sagen, kommenden Samstag gibt's wieder einen Livestream. Seppi, Corby und ich zocken Mario vs. Donkey Kong auf der Switch. Könnt ihr uns zuschauen? Vielleicht hauen wir auch nochmal Runden Overcooked eine fürs Oh, nächste nein. Level. Oh, Aber hauptsächlich werden wir Mario vs. Donkey Kong spielen. Oh nein. Hey, wir waren mal super bei Overcooked. Wir haben es wirklich alles auf 3 Sterne geschafft. Und alle anderen, mit denen es davor geschafft hat, waren es dumm dazu. das ist wirklich Genau, das genau. beste Spiel ever. Das Vor ist allem, echt wo es super dann gewesen. kostet, ja, nur noch das eine Level und dann hören wir auf. Um 2 Uhr früher. Hätte man vielleicht nicht 6 halbe dazu saufen sollen. Ja, ja. Naja, jetzt ist schon passiert. Jetzt ist schon So, passiert. gut. Also, Let's Play Warcraft haben wir auf jeden Fall auch schon auf der Agenda. Das ist Wa- dann das nächste Wann Mal. wenn starten wir denn streamen. unseren Stream? Haben wir das schon gesagt? Jetzt habe ich das überhört. Gegen 8. Gegen 8. Gegen 8, ja, okay. Werden wir ja diesmal die Möglichkeit haben, dass wir uns wo anlehnen können. Das war toll. Das wäre wirklich. Also, das war nochmal so ein Game Changer, müsste ich echt sagen. Ja, wir können uns ja gegenseitig an uns lehnen. Dürft ihr Okay. meine starken Schultern. Na, Ich sitze mitten eine und dann geht's ab. gut. Habt ihr sonst noch Fragen zu Warcraft 3 Reforged? Ja, einen ganzen Haufen. Ich habe mir einige aufgeschrieben dazu. Ich möchte gerne wissen, wie der Youth Lightbringer denn so animiert ist. Und ich möchte gerne wissen, wieso oh. spielt man das? Aha, du kennst sogar Charaktere aus dem Spiel. Schau her. Logisch. Weißt du, was ich an Reforged da überhaupt nicht mag? Die haben diesmal alles übersetzt. Oh. Also heißt der jetzt Uta Lichtbringer oder was? Ja, Uterus-Lichtbringer. richtig. Oder Jaina heißt immer Proudmoore, die heißt jetzt Prachtmeer. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Proudmoore heißt doch nicht Prachtmeer. Also mehr wie Meer. Aber ist okay. Naja. Irgendwann gewöhnt man sich dran, findet es zwar immer noch befremdlich, aber es ist okay. Genau. Und das Spiel ist aktuell so dahin, denkt man dann, wow, was habe ich da als Teenager für Milliarden an Stunden rein investiert. Nur, dass ich mich Jahre später in einem Podcast öffentlich dafür dann demütigen lassen darf von einem Typen, der gern Penisbrillen auf der Nase hat. Mit gern hat es nichts zum tun. Ich mache das nur rein fürs Entertainment unserer Zuschauer. Achso. Und an Seppi hat es ja auch sehr belustigt. Wir hätten eigentlich schon aufnehmen sollen, als er live dazugekommen ist. Der hat mal ein paar Minütchen braucht. Das war doch ein sehr erschreckendes Bild gewesen. Das nächste Mal hört er einfach meinen echten Schwanz in die Kamera. Nein, nicht Chatroulette. Ah, Mann, ey. Oh Mann. Corby, wie schaut's denn aus? Ist eigentlich dann schon dein Most Wanted Handy-Game heraus, das Warcraft oder was war das? Das Da haben wir doch schon lang drüber geht und Ja, ich hab aber das du- mittlerweile auch schon mit Erfolg wieder gelöscht. Ah, okay. Das hab ich gemeint, du bist da noch voll drinnen im Game.
Na. Ich frage mich immer, wer spielt sowas länger wie eine Woche? Ich frage mich immer, wer spielt Handygames überhaupt? Pokémon Go Nein. geht immer, gell? Pokémon Go geht immer. Weiß nicht. Hat das nicht auch schon Freundschaften zerstört? Ja, Da hast du es jetzt ist aber ja auch schon kein- länger, du hast schon serious länger business. mal eine Flaute anscheinend gehabt, weil man muss wissen, wer mit dem Kani entweder befreundet ist oder einfach seine Handynummer hat. Der kriegt immer wieder mal von ihm Screenshots Sexmailing. von seinen Shiny-Pokémon, die er dann erfolgreich fängt, um es einem unter die Nase zu reiben. Dadurch zerbrechen Freundschaften, das stimmt. Oder man denkt sich dann, Alter, ich sitze gerade da und schneide seit 4 Stunden unseren Podcast und du Arschloch. bist fett am Schickst du dann Shiny wieder. Handen. Genau, du bist voll am Shiny-Handen. Vorher hast du mir nicht mal Bescheid gegeben. Hättest mir fragen können, aber na. Nee, das ist meistens tatsächlich so, dass ich einfach nur auf der Couch sitze und dann schnell mal ins Handy eingreife, fangst noch schnell ein Pokémon, hey, cool, von dir, Shiny. Ich hab da irgendwie wirklich ein Händchen dafür. Ja. Ja. Aber ich finde es immer wieder schön, dass du das um 100 Nasen reibst. Ja, eigentlich, da ich immer hoffe, dass es auch was fängt und dann tauscht man es aus und sagt, hey, cool, ich habe auch Shiny gefangen und am Ende des Tages bin ich ganz einsam und denke mir so, krieg nicht mehr Das kann ich Antwort auch auf- erklären, warum das so ist. Er sagt jetzt gerade, dann bin ich immer so einsam. Nein. Das ist ja auch wieder nur Selbstzweck. Du schickst ihm nämlich dann das Shiny, dann sagt er, das habe ich doch nicht. Das ist meins jetzt. Gib sofort, Genau, gib. Das ist meins. gib dem Shiny. Aber das einzige Handyspiel, was ich dann mal noch gehabt habe, war Army of Darkness. Das war so eine Tower Defense. Das war auch ganz witzig, bis du es halt dann durchgespielt gehabt hast, nach einer Stunde. Und dann habe ich mal das Gwent, das Witcher-Kartenspiel, habe ich mir dann mal runtergeladen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht lerne ich es dann ein bisschen besser, um es in Witcher 3 dann auch besser zum Spielen. Was aber nichts gebraucht hat, weil ich bei Witcher 3 einfach nie gescheite Karten gekriegt habe und dann habe ich, ja, das war das Einzige, was ich bei Witcher 3 dann auslassen habe und habe es dann gleich wieder deinstalliert auf dem Handy. Ich dachte, ich bleib meinem Pokémon Go treu. Das ist doch schön. Und du, Seppi, hast noch nie ein Handyspiel gespielt? Ja, Doch, Silent Hill. aber das war ja das ist ja ein Handyspiel, das ist ja Katastrophe. Ja, schon, aber halt nur so 5 Minuten durchdaddelt, aber jetzt nichts irgendwie mit mit den üblichen Geldmechaniken. Was ich mir gespielt habe, war halt irgendwie Walking Dead von Telltale kostet ja zum Beispiel auf dem Handy auch spielen oder Simon the Sorcerer oder sowas. So ganz alte Dive die was dann später irgendwann noch mehr auf die Handys Entschuldigung. auf die Handys ausgebracht haben. Aber so klassische Mobile Games, hau mir ab. Also sowas wie Angry Bird oder so hast du auch noch nie gespielt, weil, weiß ich Ja, nicht. ich habe es schon mal ausprobiert, aber das ist nur Also. Dünnschiss und das ist mir meine Lebenszeit einfach schon dafür. Bitte? Also wer das damals erfunden hat, das war echtes Genie. Ich schau mir den an. Zwei Kinofilme sind da rausgekommen. Das ist ja so fragwürdig. Ja. Ja. Kani, du sollst aufpassen. Corby, Ja. Was hast denn du noch gespielt? Kim, verzeih. Star Wars Jedi Survivor spiele ich jetzt gerade. Das haben wir angefangen und es ist geil, Leute. Aber es ist ja Ja. scheiße schwer. Das Und ist wo? wieder- Auf der Playsee. Ja. Aber, und was ziemlich geil ist bei dem, also ich habe das erste schon sehr genossen und auch das zweite und es ist halt wirklich geil schwer. Ich glaube, ich hat zwar jetzt halt nicht die Souls-like-Dinger, wobei es glaube ich geheißen hat letztes Jahr, dass der schwerste Endgegner des Jahres aus Star Wars Jedi Survivor angeblich gewesen sein soll. Niemals. Habe ich nur irgendwo kurz gelesen. Kinderspiel. Ich wollte dann nicht weiterlesen, weil ich nicht spoilern wollte, welche Gegner das da kämen. Aber was ziemlich geil ist, weil Disney hat ja jetzt halt auch eine neue Buchreihe angefangen und es greift ja alles so ineinander jetzt bei denen, dass du dann da so Hinweise findest zu Ereignisse aus dem ersten Roman, den ich zufällig schon gelesen gehabt habe. Das ist ziemlich cool, dass das jetzt da so weitgreifend auseinandergeht. Und wir sind jetzt halt ungefähr, sag ich jetzt mal, bin ich bei der Hälfte. Und es ist eine geile Geschichte, es ist eine geile Zeit, es ist eine geile Welt zum Erkunden. Es hat ja auch so Metroidvania-Vibes mit drinnen, da bin ich sowieso immer gleich dabei. Ich glaube, man kann sich ja wieder einen ordentlichen Wolf Was? sammeln, Das wenn man hat Bock hat. Metroidvania-Vibes. Ja, weil du auch ganz viele Bereiche hast, die du erst später dann erkunden kannst, wenn du eine neue Fähigkeit oder ein neues Gerät gekriegt hast. Aha. Und wie gesagt, wenn du Bock auf Sammeln hast, da glaube ich, kannst du ja auch noch richtig austoben.
Kannst du so kleine Kantine, so Papp aufbauen, wo dann den ganzen Haum da hat, die du irgendwo findest, drin umeinander warmeln und saufen. Macht Aber ich auf kann alle das Fälle auflösen. Ich kann das auflösen, warum das den schwersten Endgegner hat, weil das Spiel ja am Anfang unspielbar war. Echt? Ja. Das war ein Backfeuerwerk hab ich mal schlechthin. mitgekriegt. Das war so Nein. krass. Also, ein Kollege von mir hat es nicht Da haben wir gemacht. auch drüber geredet, da haben wir sogar im Ja. Talkflow drüber geredet. Ja, da habe ich nicht so. Hab ich nicht mitgekriegt. Da war ich, glaube ich, geistig abwesend. Was jetzt auch nicht? Es ist irgendwie immer so, wenn du deine Lippen anfängst zu bewegen, aber das ist bei mir. Fahrstuhlmusik ist dann im Kopf. Oh, komm, wir aufgehört zum Reden. Nein, das habe ich echt nicht mitgekriegt. Ich Die habe noch Tests, die ich nie gelesen hab, waren ausprobiert, ob ich hier jemanden auf stumm schalten kann oder ob ich den jetzt sogar rauswerfen kann. Lass mich in Ruhe jetzt einmal. Ja. Aber jetzt es ist auf alle Fälle sehr spielbar. Also wir haben bisher überhaupt keine Probleme mit Bugs oder dergleichen gehabt. Jetzt ist er schon ein Und- Jahr draußen und Ja. sauber durchgepatcht. Da sollte jetzt nichts mehr fein. Ich hoffe, es bleibt. Da so, wie brauchst es du jetzt doch ist. ewig für, oder? Ich habe jetzt gelesen, von 50 bis 70 Stunden, wenn du das platinieren möchtest. Wo es das Ziel ist bei dem Spiel. Aber das ist doch. Da gibt es doch auch nichts Gescheites, was du platinieren. Da musst du 1000 farbige Lichtschwerter finden und so einen Schrott. Das ist doch Ja, was es ist Müll. halt, es ist halt so der Klassiker, einfach die Welt komplett erkunden und alles zusammen. Haben Also die ich fasse so jetzt ewig mal viel zusammen. Der Collectibles, Kane so hat richtig scheiße angefangen. viel. Was hat der Seppi gesagt? Der Seppi sagt gerade was Interessantes, seine Stadtkurve. Nein, ich fasse nur jetzt zusammen. Also der Kani hat anstatt, dass er Prince of Persia, die Lost Crown, das er extra vom Seppi geschenkt gekriegt hat, zu spielen, angefangen Star Wars, wie heißt's? The Last Jedi? Jedi Nein. Survivor. Sag ich ja. Corby, weißt du, warum er Prince of Persia nicht spielt? Warum? Weil er sich nicht traut. Boah! Motherfucker, ich gehe jetzt und spiele. Jemand hat sein Geheimnis herausgefunden, scheiße. Bringt's mir mein Switch, ich spiele jetzt live! Da kennst du mir am Arschlecken mit einem Scheißtrick. Was jetzt viel interessanter war, was der Seppi gerade noch zu Star Wars wissen wollte. Du hast da noch irgendwas Okay. gefragt gerade. Ja, ich habe das so dunkel in Erinnerung, dass da so exorbitant viel Collectibles gibt. Und das lauter Scheiß sei sie. Es ist bis jetzt an sich noch nicht so ausufernd. Also es gibt halt schon so die typischen Klamotten und also Outfits und das Laserschwert, an dem kannst du jetzt schon umeinander basteln. Das ist halt für so einen Star Wars-Fan was Geiles, wenn du dein eigenes Laserschwert zusammenbasteln kannst und immer neue Teile findest. Und ansonsten gibt es halt so einige Power-Ups, dass du mehr Macht hast, mehr Energie hast, dass du deinen BD1 umstylen kannst. Das sind schon viel kosmetische Sachen auch zusammen. Muss jetzt auch mal schauen, wie es ist, wenn ich es durchgespielt habe. Wie viel das einfach schon beim ersten Durchgang mitgenommen hast, ob ich dann wirklich Bock habe, dass ich dann die ganzen einzelnen Sachen einsammle, aber so wie mich kennt schon. Aber es ist für mich jetzt nicht so ausufernd, wie es in zum Beispiel 1000 Crocs waren oder die ganze Scheiße bei Assassin's Creed Valhalla und davor und so weiter. Also so ausufernd ist es nicht. Und wie gesagt, du kannst das auf 50 bis 60 Stunden anscheinend auf Platin durchgespielt haben, wenn du alles erkundest. Die Welt ist wieder, du hast den Planeten, wo du deine Hauptbasis hast, das ist ein bisschen so eine Open World. Und die anderen Planeten sind recht linear. Das ist auch eine ziemlich angenehme Mischung, eben, dass du nicht nur Open World oder nur linear hast. Das haben sie auch gut gemacht. Und ja, ich hätte auf alle Fälle Bock drauf. Aber ich bin ja natürlich auch Star Wars Fanboy. Muss Das man Ist mittlerweile er, hervorheben, ja. was das? Das ist ja mittlerweile Kanon, oder? Offiziell. Das ist auch Kanon, ja. Es sind ja schon immer mehr Gerüchte im Raum, dass dieser Darsteller vom Spiel, dass der jetzt dann mal in einer Serie auftauchen wird. Wirst du irgendwas, der von Shameless ist ja der ursprünglich. Ja, was seine wieder heißt. Irgendwas mit Monaghan. Ah, ja, das ist doch der Schwule, oder? Ja, genau. Der Ah. Ethan genau. Kutkowski. Sag ich doch. Irgendwas Nein, das war mit der Moynihan. falsche. Nein, das war der falsche. Ich hab den falschen, der hat einen Karl gespielt. Da ist er. Cameron Monaghan heißt er. Der Ian Gallagher war der. Cameron Monaghan, genau. Und der spielt dann, also seine Figur, der Karl Kastis, da heißt, dass der vielleicht in naher Zukunft dann auch einmal im Star Wars Film, Serienuniversum auftreten wird. Und ja, du merkst eben da jetzt eben schon, wie ich vorher gesagt habe, dass du dann schon so, weil es geht halt auch ein bisschen was um die alte Republik, die alte Hohe Republik, das ist so die Zeit vor 1000 Jahren, vor dem Star Wars-Universum, das wir kennen. Und darüber handeln jetzt auch die Romane, die sie ausgebracht haben, und da verknüpfen sie die Sachen jetzt schon, da merkst du auch, dass es Kanon ist. Da schon, ja. Super interessant, wow.
Im Chat ist Möchte- gefragt worden, möchte der Corby, dass er am Seppi, Samstag ob Pfosten du und vollhauen? ich Helldivers 2 schon kennen und Ah, spielen. das war der Corby, der Saute. Hau ab jetzt, das spielt keiner. Ich hab's ihm vorher schon gesagt. Scheiß Corby. Also nicht du, Corby. Also, oder Ja, Corby. ich, so jetzt war's ein Schwanzkorbi so am Platz. krass, oder? Jetzt wirst du sogar bei uns im Publikum belästigt. Ja, das nervt mich. Vorher hat er mir noch auf WhatsApp geschrieben und hat mir Dickpics geschickt und dann hat er gesagt, ja, kann ich, schau, ich schick dir meinen Schwanz, kannst du da seriös bleiben? Also jetzt hau ab, Alter, da kann ich nicht seriös bleiben. Dann hast du einen kleinen 3D-Drucker angeworfen und hast dann auf die Nase gebickt. Ja, ich hab einen VR-Brillen hab ich mir schon mal hergekriegt. Als Vorbereitung. Also ich muss sagen, ich habe das gerade erst googeln müssen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wo sind 3D-Drucker? Helldivers. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, es geht um Tauchen. Du bist dumm. Ja, Ich habe mir das so vorgestellt, okay, du tauchst so weit nach unten, bis du die Hölle erreicht hast. Und das ist schon der zweite Teil, weil der erste Teil so gut war. ja, so, es ist ja, alle Titel sind ja immer die Geschichte. Es ist wie bei Final Fantasy, also jeder Teil immer die letzte Geschichte gewesen, das Finale. Das ist nur wortwörtlich zu nehmen. Ja. Ja. Das ist schon immer so. So wie bei Kirby. Kirby, weißt du schon? Und dann bist du Ja, einfach der mit dem Kirby. Regenbogenpinsel. Da packt Ja. dann aus, ein Regenbogenpinsel, packt er aus. und schwingt Und- ihn einmal. Und wogt umeinander. Ja. Scheiß Kirby innen. Gut. Eine andere Frage, die natürlich sehr berechtigt ist: Suicide Squad, Kill the Justice League. Oder? Was sagt ihr? Das schaut doch echt beschissen aus. Reizüberflutung, das Spiel habe ich gelesen. Ja. Ja, hab ich auch gelesen. Ich hab heute erst den Test in der Play 5 drüber gelesen. Die haben es jetzt halt nicht gar so zerrissen wie alle anderen, weil sie sagen, es ist anscheinend viel Potenzial da, aber das ist nur bei weitem nicht ausgereizt. Und wenn sie da nicht bald nachliefern mit Content, dann geht das Spiel wahrscheinlich so wie, wird das heißen, weiß ich Avengers. nicht mehr sehr wurscht, unter, ist nein, no, hergestorben. ja, genau, sie haben ein anderes Spiel drinnen gehabt, das war auch irgend so ein Sci-Fi-Shooter, der, Also das heißt, du hast da nur nichts gesehen. ein paar Videos habe ich gesehen und eben einen Bericht drüber gelesen. Also ich sage jetzt mal so, grafisch schaut es geil aus. Die Figurenanimationen schauen gut aus, aber wie das. Ja, aber also ohne Scheiß, wenn du dann da angegriffen wirst und von allen Seiten gibt die ganze Zeit Einblendungen plus dann die Viecher noch mit dazu. Also allein von diesen 5 Minuten, die ich da gesehen habe, habe ich Kopfweh gekriegt. Wenn man dann echt dachte, okay, es ist einfach zu viel. Es ist Ja, genau, das einfach zu viel. hat es auch geheißen. Das ist so eine Eskalation, es ist so quietschbunt und das ist einfach nur brutal. Und da Aber frage ich es- mich immer, das haben ja Leute nicht nur entwickelt, sondern ja auch abgenommen und getestet. Was sind das denn für Leute? Vielleicht wollten sie ein quietschbuntes Kontrastkino zu einer Arkham. Da geht noch mehr! Habt ihr schon mal Kirby in Regenbogenpinsel gesehen, wie bunt das ist? Das geht mir besser. Gott, und dann so Standbild für Standbild. Und da war noch Platz und da ist noch Platz. Wenn jetzt nicht gleich mehr Farbe kriege, ich rast aus. Kruzifix. Aber die Story soll ja ziemlich gut sein, weil also gerade der Harry Hirsch geschrieben hat, ja, hat es auch geheißen, die Story an sich soll gut sein, aber es ist halt anscheinend auf 12 bis 15 Stunden durchgespielt, was für so einen Vollpreistitel natürlich wieder mal ein bisschen eine Frechheit ist. Ja, war so schön, wenn alle Spiele nur 12 bis 15 Stunden Ja, aber halt nicht, wenn's dann völlig 80 reicher. Aber nicht, wenn es Weil die- 80 Euro kosten. Jo, Falle, weil die restlichen 40 Stunden ist ja sowieso nur aufgeblähte Scheiße. Das Ja, ist ja immer so. außer es ist Zelda Tears of the Kingdom. Und Ja, du da musst sind aus dem dann Krog 120 Stunden aufgeblähte Scheiße dabei. sammeln. 250 bitte. Und du kriegst immer eine Trophäe. Ja, das ist echt gemein. Also Und dann die, das ist an der- Nebenaufgaben bei Suicide Squad sind auch, sind auch alle die gleichen. Du hast, was weiß ich, deine 5 Charaktere, Poison Ivy, rette meine Blumen, Pinguin, rette irgendwelche Geiseln und es ist dann einfach jedes Mal das Gleiche. Und im Endgame ist dann anscheinend das auch so, dass es gibt dann zwar anscheinend irgendwelche Risse, da kommst du dann in so andere Dimensionen rein, kannst da noch mehr kämpfen, aber es ist halt trotzdem immer das Gleiche und es ist null Abwechslung drinnen. Also im Prinzip wie unser Podcast. Der ist sehr abwechslungsreich. Hallo, wir reden heute über einen Talkthrough und waren wir schon in einem VR-Thailand-Puff. Gibt es mehr Abwechslung? Ja, da haben wir schon Gibt früh es- rumgekommen, ja. Aber hallo. Ich kann Okay. sagen, das ist ja fast wie ein Urlaubsratgeber hier. Das ist ein neues Format, ha? Ja, das Dann, machen da haben wir jetzt es eigentlich voll, weißt du, dann ist zwischen wo Alex, Talkthrough, was hast du jetzt mal nur erfunden? Sci-Fi und Schnaps? Na, Schnaps und Schnaps und Sci-Fi. Sci-Fi. Dann nur hier unser großer Urlaubspodcast. Ja, Bücher-Podcast war schon mal. irgendwie ja, ein- Buchillusion. Oder dann machen wir einfach wirklich gescheite Runden nur über Kauni in Thailand.
Im virtuellen Thailand. Ich wollte gerade sagen, virtuell, weil ich war noch nie. Das müssen wir dann auch machen. Müssen die quasi mal VR-Brillen hergeben und müssen den da einladen. Ja, und du müsstest es dann auch ordentlich Also, desinfizieren. ich an Aber deiner ja. Stelle, das ihm dann schenken. Ja. Geil, endlich habe ich ihn gekriegt. Auf alle Fälle, wie dazu ist jetzt Gott allein aus dem Grund interessieren, weil es ja in dem Arkham-Universum auch noch spielt. Und das, da haben sie mich wieder ein bisschen an die Eier. Ich hoffe jetzt die ganze Zeit, dass es irgendjemand kauft und mir dann ausleiht, damit ich die Story schnell spielen kann. Im Leben nicht. Jedes Spiel, das irgendwas mit Comic, Base irgendwie was zum Tor hat oder Star Wars oder was weiß ich, hat die in die Eier. Na, Comicspiele. Oder wenn es eigentlich- auch von Nintendo kommt, das hat die Ja, auch da in die sowieso. Eier. Ja, natürlich. Richtig. Aber Quality Comic-Spiele Content. haben halt meistens nicht so geil. Das ist Na, halt das Problem. Da hast du eigentlich nur die Arkham-Reihe und die Ja, Spider-Man-Teile. Spider-Man. Ja. Oh, Spider-Man 2. Puh. Interessiert keinen. Fette Hier wird da in, Foxen-Eis, in dem Ja, hau lustigen jetzt- Chat Ich hau In jetzt dem aber so im lustigen Mund Check- rein, dass du speibst. steht irgendwas davor, dass nächstes Jahr ein neues Pokémon rausgibt. Was ist los? Was für Pokémon gibt raus? Ich hab das Ja, nicht mitbekommen. Fortsetzung zu Arceus. Kann nur scheiße sein. Da kann man sicher Geil. kein Pokémon ausbeuten. Arceus war richtig, richtig geil. Ja, du Max Pellword mit drin haben, das weiß ich schon. Nur noch ausbeuten hier. Mei, du, In vielleicht Fabrik lernen mit sie den ja was. Pokémon. Das war eigentlich ein richtig geiler Move, dass wenn jetzt Nintendo hergeht und einfach Pellword kopiert, weil will Pellword wirklich Nintendo verklagen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das dann Na, Das- also Pellword von dem Nintendo her, so kindgerecht. ja, was richtig, ach so, du meinst, du kannst dir vorstellen, dass das entwickeln. Na, dass sie irgendwelche sehen, die Spielmechaniken da einbauen. Niemals. Sonst hätten sie es schon lange gemacht, sonst hätte es der Perlworld nie geben müssen. Ja, wobei, ich glaube, in Arceus war es auch schon so, dass da ein paar Pokémon tatsächlich Feldarbeit machen und lauter so ein Scheiß. Ich glaube, ihr habt es ja nicht gespielt, oder? Kani, du auch nicht. Hä? Kalle, hast du Kalle. Pokémon Arceus gespielt? Nein, Ja. habe ich nicht gespielt. Okay. Hallo, ich bin Mitte 30, ich spiele doch kein Pokémon mehr. Pff. Ich glaube, vor nicht einmal 10 Minuten hast du nur eine Liebesode am Pokémon Go. Eigentlich war es Verfasst. mehr der Trauerrede, dass ich kein Gemeinschaftserlebnis mit dir da habe, weil du meine Shinies wegboxst. Und meine Hunderter. Ich habe heute gestern eine Karadonis ein Hunderter gefangen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, nicht. jetzt hat er vor mir das nicht wissen. Ja, ich weiß, was ein Carpador ist, aber was hast du gesagt? Caradonis. Du bist der Carpador. Jetzt verzeih ich der Arceus-Geschichte. Ja, Was wollt ihr denn verzeihen? Ja, keine Ahnung. Dass die Pokémon da drin auch arbeiten müssen. ich soll nicht aufs Dorf geht. Weil das ist so ein Dorf und ich kann mich ungefähr drüber, also ich glaube, da war ein Feld und da hat irgendein Kleinstein arbeiten müssen oder so, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wahrscheinlich. Gefährliches hab ich Halbwissen Fiebertraum hier gehabt. aus der. Ja, Ja. Klassiker. Ja. Wir sind ja nicht bei Speziewirtschaft. Ach, Offensichtlich. schön. Und Das sonst, haben wir was nur kommt da auf dem demnächst raus? Tablett. Was ich wollt jetzt grad- auf alle Fälle noch sagen wollte, eben, weil du mich die ganze unterbrichst, also wir haben ja jetzt, Sony hat doch jetzt wieder Madame Web ausgekaut. Mal kurz einen Schwenk zu Spider-Man Ja, 2, wir sind im Talkthrough nicht ich in bin so Überlex. gespannt, wenn dieser Craven kommt. Ich würde mir wünschen, sie daten sie einfach von Spider-Man 2 was abschauen, wie man gute Bösewichte aus dem Spider-Man-Universum umsetzt. Weil ich sag's dir, die Figur vom Venom, die Figur vom Craven, die da vorgekommen ist, es war alles so geil geschrieben, es waren so gute Figuren, es ist so eine geile Geschichte und dann schaust du die Filme an, was damit machen. Ich verstehe es einfach nicht, wie es so verkacken kann und ich hätte so ein geiles Material da. Also, das ist mir völlig schleierhaft. Mei, vielleicht ist es ja jetzt mal so, dass die sagen, hey, können wir die Geschichte vielleicht als Drehbuch? Na, ist unsere. Ja, genau. Denkt euch doch selber was aus. Aber echt, ja, aber wo sie jetzt einen guten Film machen? Es gibt ja schon gutes Spiel. Geben wir mir uns keine Mühe. Also es ist echt traurig, allein wenn du sagst, wie der Venom sein kann, wie gut dass der Venom sein kann. Und dann schaust du dann Venom an und dann hockt er auf der Halloween-Party auf der Bühne und verzeiht Witze und ich denke mir, oh, doch der scheiß Maul. Aber spielt Spider-Man 2, das ist ein unglaublich gutes Spiel. Das Ja. war zauberhaft. Schauen wir mal, wenn ich mit Cyberpunk durch bin und mit Prince of Persia, The Lost Crown. Wer bist bei Cyberpunk? Also das DLC fehlt mir eigentlich nur komplett und ansonsten
scheue ich noch ins letzte Level reinzugehen. Ja, dann haben sie nur noch 40 Stunden. Bis ich durch. Ja, eben. Eben. Hast Da doch kann ich ja recht. vielleicht auch gesagt, sind ja nur 50 Stunden, 60 Stunden. Mein Gott, du Stunden, was sind das schon heutzutage? Sagen. Das sind die neuen Minuten. Ja, eben. Stunden sind die Minuten des kleinen Mannes. Ja, ja. Und wer erzählt von euch jetzt schon die Stunden, bis das Prinzessin Peach-Spiel rausgekommen? Ist es nicht irgendwie Habt für ihr den- März angekündigt? Hat jetzt irgendjemand schon mal eine Ahnung, was das eigentlich sei? So, ich habe jetzt den letzten Trailer wieder angeschaut und jetzt weiß ich es immer noch nicht. Ich habe den nächsten Trailer nicht mehr angeschaut, weil sie da meine die restlichen Verkleidungen mit eine da haben und ich mag nur ein bisschen so Überraschung haben, was für Level das kämen. Ich weiß noch nicht mehr, was das für Spiel ist. Also. Das ist mir scheißegal, ich kauf's einfach. Da steht Nintendo drauf, ja. Shut up and take my money. Okay, enough said. Ja, ganz genau, brauchen wir nicht weiterschmerzen. Außerdem ist Peach geil, oder? Vielleicht Habt hat's ihr ein bisschen. PlayStation Plus Spiele schon gesehen, die rausgekommen sind? Naja, Welche Na, genannt? für den März. Soll ich euch vorlesen? Ja, lies ja, ihm vor. bitte. Destiny 2, die Hexenkönigin DLC. Das Hello Neighbor war eigentlich 2. fast schon ein Grund, dass man dann wieder mehr reinschaut. Hello Neighbor 2. Ah, das habe ich schon durchgespielt. EA Sports F1 23. Boah, geil. Kani, ha? Das wird ein Let's geil. Play. Endlich ist meine Zeit gekommen. Und Ja. Sifu. Gesundheit. Das ist das Kung-Fu-Spiel, da wo man Ada wird, wenn man aufs Maul kriegt. Kennst du das nicht? Na. Das ist eigentlich ganz geil. Ich habe das mir angespielt, also so eine Demo gegeben. Da bist du so ein Kung-Fu-Kämpfer, bist auf so einem Rachefeldzug und laufst du da allein so durch die Welt durch und musst halt immer wieder gegen andere Kämpfer, die da so herkommen. Und mit jedem Treffer, den du kassierst, wirst du quasi ein bisschen Ada. Also dein Lebensbalken wird halt quasi, saugt halt Lebensenergie aus. Und am Schluss, wenn du je mehr Schläge das gekriegt hast, desto älter wirst du und irgendwann bist du da Hormon, stirbst an Altersschwäche. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ich weiß nicht, ob das ganze Spiel durchgehend Spaß macht. Also ich habe es ungefähr eine Stunde oder so gespielt gehabt und dann habe ich gedacht, ein bisschen eintönig die Geschichte. Aber kann man jetzt im PlayStation Plus schon mal mitnehmen. Ist Also jetzt, stell ich mir als glaube ich, sehr sogar das eintönig interessanteste vor, ja. Spiel. Weil Formel 1 Rennen mag kein Mensch. Für alle Renats von Pumpedüse, Hello Alter, Neighbor richtig geil. 2, habe ich noch nie verstanden, was das soll. Da kann ich schon voll im Fieber schauen. Ich bin richtig sieht am aus. Dran. Das ist Kennst du, richtig auch nur, geil, Alter. kennst du auch nur einen einzigen Formel-1-Fahrer? Ja. Außer Michael ein Schumacher. Schumacher. Außer ein Ralf. Schumacher. Ralf Vettel. Vettel und Verstappen. Oder was so Fußball. Ayrton Senna. Du hast doch jetzt gerade Google offen. Na, Erinnerungen. Scheißdreck-Erinnerung, du hast doch nie mehr Formel 1 Rennen angeschaut. Ist in der deinem Schweinsteiger nicht da auch einer? Leben. Ja, das ist aber nur Trainer. Achso. Johannes Schweinsteiger. Lewis Hamilton. Max Ja. Verstappen, so ist der Verstappen. Verstappen. Das Verstappen, hat schon mal Verstappen. angegeben. Verstappen. Ein Vorrang, glaube ich. Fordern, Verstappen Ja. fordern. Hat der Vater Stappen geheißen. Was ist denn Flodder? Hat Ja, er ich vor merke euch, schon, dass das Niveau wieder mal hier Achterbahn fährt. hat vor euch dann einer irgendwas von Final Fantasy gespielt, das Original, das Remake oder sonst was? Nein. Nein, Ich habe jetzt auch noch. aufgehört Ja. jetzt noch um 16 Uhr. Doch, Falli. Final Fantasy 7 ist doch das mit der Stadt da am Anfang, oder? Diese Spoiler du bitte nicht. Falls ich- industriellen Stadt, wo du Ja, dann, genau, Midgar. Ja, doch, Und da habe ich das Du bist der Original. Blonde, der Cloud mit dem großen Genau, Schwert. das Original habe ich dann mal gespielt. Hast du durchgespielt? Und in das Remake wollte ich reinschauen und dann hat der Kani gesagt, so geil und bla bla, aber da kommt ja noch ein zweiter Teil und ich habe mir gedacht, oh na, dann tu ich es mir nicht. Oh. Da kommt dann Es ein kommt dritter sogar, Teil, noch, oder? dann kommt sogar noch ein dritter Teil. Insgesamt sind es 4 Teile, weil ich habe jetzt nämlich im Februar auch noch die Vorgeschichte schnell gespielt, das PSP. Remaster haben sie rausgehauen, Reunion. Und jetzt hat eben gestern noch angefangen mit dem Rebirth. Alter, also das ist eine Grafikbombe sondergleichen. Das ist allein das Intro, wenn da musst du am Berg auflaufen, das Detailreichtum und diese Weitsicht. Da sitzt du da und bleibst mal stehen und sagst, jetzt schauen wir wirklich einfach mal schnell diese scheiß animierten Berge an, weil es so schön ausschaut. Das ist echt brutal geil. Da bin ich schon sehr gespannt. Es hat eine coole Story ja bis jetzt gehabt, der erste Teil, aber ich bin ja echt gespannt, wie viele Stunden, war das Original auch so lang, frage ich mich, wenn ich das Remake jetzt in 3 Teile aufsplitten kann. Nein, Na, die haben letztes ziemlich viel Content dazu gemacht. Schon? Mal, da war letztes Mal erst einer von denen Macher hat da was gesagt gehabt,
das mit den Remakes ist immer so eine Sache, weil du hast ja damals viel weniger Aufwand betreiben müssen für so eine riesengroße Welt. Und wenn du das jetzt in der heiligen Grafik oder in im heiligen Anspruch umsetzen möchtest, dann kannst du das gar nicht mehr in ein Spiel einpacken, was damals in dem Spiel drin war. Also das ist gar nicht mehr möglich und deswegen müssen sie das halt so machen, wie sie es machen, sagt er. Okay. Also Ist auf alle es Fälle war- geil. Also ich bin jetzt halt da beim Rebirth echt gespannt, wie die Story weitergeht. Und vor allem, wie das noch grafisch glänzen wird, das ganze Ding, wo es mich noch hinführt. Also, Außerdem ist das heißt, du Tifa hast und Star Aerith Wars- voll süß, die merke ich voll. Du hast Star Wars angefangen und gleichzeitig Final Fantasy VII Rebirth. Genau. Aber nicht Du wirst das nächste Mal The wieder die Lost Prince of Cra- Persia schaffen, oder? Ja, Ja, das schmeiß ich eben. mir ein. Mein Gott. Wahrscheinlich sagt das nächste Mal, ich habe wieder mit Octopath Traveler 2 angefangen, weil... Nein, mit dem Einser habe ich noch mal angefangen. Dann. Zu viel. Ja, steht auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal habe ich Prince of Persia auf alle Fälle gespielt. Bevor Princess Peach rauskommt. Weil dann Jetzt, wenn ich die kurz einhaken darf, weil sonst vergiss es wieder. Ich habe nur einen Vorschlag von Corby. Der macht ihn bestimmt ganz glücklich. Age of Empires kommt ein Mobile Game raus. Und Elden Ring auch. Elden Ring. Ja. Ja, Okay. arbeiten es angeblich dran. Haben sie doch jetzt ein DLC angekündigt, oder? Für Juni oder Juli, oder? Das ist Ja. doch rausgekommen, oder? Nein, Hab ich gedacht. Wenn der auch draußen war, dann da war ich jetzt da nicht da. Fangst du Ja, nochmal kommt von vorne an? Was? Ob du dann nochmal von vorne Ach anfängst? so, ich habe verstanden, aber das Spain nochmal von vorne fangen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht vielleicht nochmal von vorne fange, ja. Aber dann neues Spiel. Also, Ja, kein New Game Plus, sondern richtig ganz von vorne. Ach so, okay. Das ist einfach das beste Spiel, was es jemals gegeben hat. Seit ich das Spiel gespielt habe, macht mir nichts mehr Spaß. A little bit weird, aber schon ziemlich geil. Also Aloha, als ich die Szenen von dem Trailer gesehen habe und mir dann gedacht habe, eigentlich schon irre, was da alles für verschiedene Welten einfach eingebaut haben. Aloha, diese eine Stadt, die voller Lichter ist, in dem einer Berg. Die Das unterirdische ist- da. Ja, Die nochmal so, fast nochmal so groß ist wie die ganze oberirdische das Karte. ist so irre. Das ist der Wahnsinn. Also, Die hat ja ähm, auch nochmal 3 Ebenen oder 4. ja. Das ist ganz wahnsinnig, ja. Ah, es war so schön. Es war so schön. Es waren die schönsten 256 Stunden meines Lebens. Und Kann ich nicht glauben, wenn ich keine Also, Datenblocks gesammelt habe. in der Ich, Zeit. ich wollte gerade sagen, Kani, das ist eigentlich absolut kein Spiel für die. Ich fange das nie an, weil sammelst selbst halt wenn Bosse. du, Keine ja, ja, mit seinen nein. komischen, Selbst mit wenn seinen du- komischen Empfehlungen. Ne? selbst wenn du nämlich die Platin-Trophäe hast, hast du noch nicht alles gesehen. Ja, das habe ich schon gehört. Genau, Ich und mag jetzt das, nicht so- und ich da, bin ja da schon kenne ich wieder- die mittlerweile Ah. gut genug, dass ich weiß, dass die das komplett kaputt macht. Ja, ich bin jetzt schon wieder, weil ja eben das Final Fantasy Rebirth jetzt, das meine hat jetzt eine komplette Open World. Das ist schon wieder etwas, was mir gar nicht so gut in den Kram reinpasst. Aber ich mag aktuell eigentlich gar nicht so große Klopfer, aber da muss ich die Story weiterspielen. Also lass mich in Ruhe mit Elden Ring. Irgendwann hole ich es Ja, nach. eben, ich sag's, lass. Ich habe noch ein Retro-Game auspackt. Seit dem Februar. Das habe ich schon ewig lang daheim liegen. Da habe ich wieder mal die PlayStation 3 angeschmissen. Und habe mal The Darkness habe ich jetzt halt angefangen. Kennst du das? Das ist gut. Oder es war gut. Ich weiß nicht, ob es Es immer ist- noch gut ist, aber Ist tatsächlich war gut. immer noch sehr gut spielbar. Also ich habe nämlich da vor 2 oder so hab ich mal irgendein Call of Duty auf der 3 schnell gespielt. Das ist fast, da hast du wirklich so die Gegner vom Hintergrund immer weg kennt. Aber The Darkness ist optisch und auch spielerisch wirklich sehr gut gealtert. Das funktioniert noch unbandig gut. Hast Hat du- eine coole hast- Geschichte. Hast du der Bussi von der Freundin abgeholt? Ja, na klar. Schon, gell? Hast Hab mit Geduld dir- bewiesen. Ich habe Geduld bewiesen, ich habe mir die auf der Couch gechillt, Schön. haben wir ein bisschen im Fernsehen miteinander gesappt. Aha, und dafür ist, was später passiert, noch umso schöner gewesen. Nein, schön. Nein, gar nicht schön. Nein, schön. Aber ich bin gespannt, Hä? ich hoffe, dass der Was? zweite, weil den zweiten Teil habe ich auch daheim Hallo, liegen. was? Ich bin total verwirrt. Ist das ein Horrorspiel oder ist das auch wieder hier Thailand Puff? Ja, es ist schon so ein Horrorspiel. Du bist so ehemaliger Auftragsmörder für so einen Mafia-Verein und sollst aber dann verrammt werden und du wehrst dich da natürlich und dann ergreift die Dunkelheit, der Darkness praktisch von dir
besitzt. Und das sind dann zwar so Schlangenviecher, Dämonen, die auf deiner Schulter sind und die kannst dann auch, du hast dann verschiedene Fähigkeiten. Du schießt eigentlich, du hast immer 2 Knarren in der Hand, links und rechts. Du schießt eigentlich die ganze Zeit nur, kannst die Viecher dafür sitzen, kannst kleine Dämonen beschwören. Und wie gesagt, erzählt halt so eine coole kleine Rache-Geschichte. Ist ein Comic eigentlich. Ziemlich Genau. geiler. Genau. Ah, Hast du den zweiten Teil okay. auch gespielt? Nein. Ja, Das, bei den das habe ich gar nicht gewusst, dass es den gibt. Ja, der liegt nämlich auch daheim, da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass der die Qualität halten kann vom Einser. Ich Also finde war es in echt Deutschland ziemlich stark nach wie geschnitten. vor, Ja, ich wenn find's nach wie das, vor faszinierend, was du alles gespielt hast. ja, es kommt immer drauf an, wie intensiv und so. Und wie Aber da bist kann man du mal da auf ein bisschen- Kämmer? Ja, weil ich habe halt mein Regal mit den ganzen Spielen und dann ziehe ich die ich noch nicht gespielt habe, die ziehe ich immer so ein Stückchen aus. Und dann gehe ich vorbei und denke mir, oh, das ist. Und dann habe ich eigentlich immer so auf jeder Konsole, die irgendwie läuft, habe ich gerade das Spiel, das ich da spiele. Weißt du, auf der Switch Kirby. Und wenn ein Kumpel kommt, dann auf der Switch Pokémon New Snap, der mittlerweile völlig eskaliert, weil er keinen Bock mehr hat auf die Scheiße. Aber ich habe gesagt, wir komplettieren das Spiel. Und es ist wirklich teilweise ungeheuerlich, was die von dir abverlangen, dass du das schaffst. Dann auf der PlayStation 3 ist The Darkness, PlayStation 5 Final Fantasy und Star Wars Jedi Survivor. Auf der PlayStation 4 habe ich aktuell nichts, da kann das Sea of Stars anfangen. Auf dem Gamecube eigentlich nur das Batman Begins Spiel, das habe ich mit einem Kumpel angefangen, aber das habe ich schon mal verzeiht. Ich kann wie auch wieder anstecken, dann kann ich mal das Conduit durchspielen. Naja. Seppi, ich stelle mir das so vor, in dem Regal, da steht in der Mitte das Prince of Persia und alles links und rechts davor hat er sich ausgezogen, nur nicht das. Das Prince of Persia, das habe ich hergenommen, weil mir die schwackelt. Das steht nicht im Ich Regal. glaube, das Prince of Persia da hinten in der Wand nur so Fugen einig gemacht, dass es nur weiter einschirmen kann wie alle anderen Spiele. Eigentlich steht es schon auf eBay Kleinanzeigen. Aber ich krieg nur über Nachrichten, was dann heißt, die Scheiße möchte doch keiner haben, wirf's einfach weg. Das wird sich Was für- Auswirkungen auf dein nächstes Geburtstagsgeschenk haben, mein Freund. Ganz verrückt. Ja, kriege ich den nächsten Schwanzkalender oder wie? Hey, der ist mit Liebe bestellt. Ich hab dir gesagt, bei dem nächsten Kalender hätte ich gern nur männliche Arschlöcher singen. Ja, das ist eine harte Diese- Herausforderung. Die Herausforderung, wenn's knackst, dann massiert er deins. Da ist mit einer einfachen Amazon-Bestellung nicht getan für. Nein, da wirst du auf alle Fälle mal ein bisschen ranklotzen müssen. Aber wie gesagt, wenn du es schaffst, wird dein Anüsschen liebkost. Oh, Leute, das- hier meine hören Motivation gerade einen explodiert. Haufen, da hören gerade einen Haufen andere Leute zu, okay? Ja, die darfst du ja wissen. Ja, ja. Unter, Freund, ja, ja. unter Freunden kann man sich wieder ins Arschloch gelangen, oder? Hätte ich gemeint. Okay, schön. Kani, du wolltest nur irgendwas sagen? Was hast du sonst noch? Was kann, ich hab voll das coole Gadget nur bei Final Fantasy Rebirth dazu gekriegt. Und zwar so Final Fantasy Rebirth Controller Grip Aufsetzer. Keine Ahnung. Aber ich war sehr überrascht, weil es war nicht dabei gestanden, dass ich das dazu kriege und dann mache ich auf und denke mir, wow, cool, da ist mehr drin, als ich eigentlich bestellt habe. Das hat mich glücklich das ist gemacht. immer geil. Das hat mich glücklich gemacht, ja. Ich habe das Donkey Kong versus Mario versus Donkey Kong bestellt und Kani, das sage ich dir jetzt hier live vor allen Menschen, ich hätte die Möglichkeit gehabt, dass ich für 5 Euro mehr einen Puzzle-Anhänger mitkriegt. Das ist dann so ein Ja. Schiebepuzzle und so. Hab Habe ich ich auch gesehen. natürlich nicht genommen. Das ist äußerst dumm. Warum? Es ist mit Abstand noch dümmer als die Aussage, dass du Warcraft 3 spielst. Ja, okay. Kannst du es auch begründen? Das muss ich glaube ich nicht. Also Das die ist Aussage. selbsterklärend. Ja, das ist wirklich Korbi, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Okay, gut. Sonst wird's Du hast ja peinlich für sogar, mich, du oder? hättest sogar für, also für 5 oder mehr, müsste sogar ein Sticker-Set dabei gewesen sein. Ein Sticker-Set. Hast du in dem Nintendo Store bestellt, oder wie? Na, auf Amazon. Achso, ist da, aber auf dem Nintendo Store ist nämlich nur ein Sticker-Set auch dabei. Okay, gut. Ich finde es immer traurig, wenn man zwar keine richtige Sammler-Edition rausbringen will, aber dafür irgendein scheiß Gadget, das keine Sau braucht. Ja, das Ding war auch, vor allem wenn es dann, es war ja zum Beispiel bei dem, was war das, Super Mario Wonder, da wo ja dann so ein Diorama dabei war und eine kleine Ausstellung und was weiß ich. Und dann denkst du, eigentlich war es dann cool, wenn so eine coole Verpackung war, wie bei Tears of the Kingdom, halt wirklich eine Special Edition. Und dann denkst du so, wow, cool, Special Edition, das bestellst du jetzt, dann kriegst du einen Karton und da liegt einfach alles die einzeln drinnen. Wow. Herzlichen Dank, Nintendo. Du faules Stück Scheiße.
Kaufen wirst du es trotzdem. Ja, natürlich kaufe ich es trotzdem, das steht ja außer Frage. Hast du nicht bei Pikmin 4 so einen Handyhalter gehabt oder so? Und das letzte Mal von meinen Platin-Punkte habe ich mir ein Pikmin 4 Geschirrtuch rauslassen umsonst. Das Ja, ist hallo. wirklich. Was soll denn sonst da mit den scheiß Hut ab. Punkte? Ich habe gar nicht gewusst, dass ich die Punkte habe, aber mir auf meinen Nintendo-Account reingeschaut, das kostet, sie haben 80 Millionen Platin-Punkte. Hier suchen sie sich was aus. Und ich hab gedacht, ja, okay, nimm mir ein Pikmin-Geschirrtuch. Ja, und den Handyhalter hast du den irgendwie dann hergenommen oder? Der steht Steht in, da gerade der Folie, Handy? in Folie verpackt im Regal drin, so wie es so kehrt für Sammlergegenstände. OVP, OVP, AfD, OVP, was? Ja, Seppi, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Es war Sehr gern. wirklich eine Freude. Es war schön, dass der Kani mal wieder dabei war. Weiß ich nicht, ob wieder, das so weil- schön war. Natürlich. Schreib's in Es wird die die, Zeit in die zeigen. Kommentare, Alter, hier, schreib's da rein. Da kriegst du Herz. Schreib da rein. Aber Herzl gekriegt von dir, geil, Alter. Zack, noch eins. Her mit die Herzl. Herzl. Los, Männer, her mit die Bam. Herzl. Männers und Brunsten, her mit die So. Herzl. 10.000 Ich finde es Herz. top, dass die Hosts sich gegenseitig hier Herzl zuwerfen müssen. Ja, natürlich machen wir das. Gelangen Müssen wir nicht, mit dem wir das gerne, wir das wenn wir das gerne, ja. mengen. Gelangen wir uns ja gegenseitig ans Arschloch, also. Ihr könnt gerne mal das ankündigen, was wir am Samstag machen, für die Leute, die nicht dabei zugehört haben. Vorhin. Zocken da mal. Mhm. Ist euch eigentlich aufgefallen, nur mal kurz, dass im März nur Scheiße rauskommt? Ja, das außer Prin- Dragon's Princess Dogma Peach, und oder? Und Princess Peach, ja. Ansonsten die Liste, Peach. die ich jetzt gerade vor mir habe, das ist alles Bullshit. Also was Ja, heißt ist Bullshit, so- aber alles so nichts sagen, interessiert keine Sau nicht. das geht aber das ganze Jahr so dahin. Du musst dann, also da hat jetzt nicht die großen Namen dabei, aber da haben bestimmt ein paar gute Spiele drin. Ja, so Alone in the Dark kommt im März noch raus. Gut, da bin ich gespannt, da habe ich auch noch gar nichts dazu gesehen. Weiß ich nicht, ob das was wird. Keine Ja, Ahnung. nicht so recht. Ja. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Aber ansonsten ist es wirklich lauter so Titel. South Park, Snow Day, gut, das funktioniert immer. Aber ansonsten ist der März irgendwie relativ wow. Also Ding Dragon's Dogma 2 ist irrsinnig gehypt. Da haben auf die Wishlist auf Steam, das explodiert förmlich. Das müsste ziemlich geil sein. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, keine Ahnung. Hätte aber gerne das zweite spielen. Das schaut ganz cool aus. Ja, das erste ist ja noch von der PlayStation 3, oder? Keine Ahnung. Da Das ist haben auf wir alle schon mal Fälle geschmatzt, haben wir schon mal spekuliert. schon ein wenig der Teufel. Ja. Aber es ist halt wahrscheinlich wieder so 100-Stunden-Klopfer. Also hau ab. Ja, das wird wahrscheinlich nicht lange. Spielen wir lieber Princess Peach. Na. Das können wir dann Ja. auch streamen. Also da bin ich eher dafür, dass irgendjemand das, was ich vorhin gepitcht habe, bitte umsetzt, das mit dem Höllentaucher. Spiel du deine Handyspiele und geh Ma mal durch. macht's dann Helldivers 3. Handygame. Was? Macht's dann Helldivers 3 bitte als Handygame. Genau. Und dann Helldivers 4 Go. Ja, als Tamagotchi dann. Genau. Ja, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Leute. Ihr dürft das Ganze natürlich liken, teilen, kommentieren, wie ihr hier schon fleißig die ganze Zeit das getan habt im Chat. Und schaut Und unbedingt wehe. am Samstag beim Stream vorbei. Ich Ja, wollte gerade wer- sagen, ihr seid am Samstag nicht dabei, wir sind stinksauer und wir löschen alle Folgen. Wir schauen mal die ganze Zeit weg, wenn wir spielen. Kann er wieder Ja. singen. Ja, schämt's euch. Ansonsten, Gabi, braucht man nicht viel zum Sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Final Fantasy 7. Mauer leck, das Was? hat jetzt aber lang gedauert. Das wird Ja. direkt merkt so, er liest eigentlich was und dann, warte mal, war scheiße, was sage ich jetzt? Schon peinlich ein bisschen. Ich habe jetzt War eher jetzt schon drauf, peinlich. Nein, ich habe jetzt eine spannende Pause eingebaut für die, weil du hast schon drauf gewartet und ich habe gesehen, wie es drauf wartest. War peinlich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Adieu. Servus.